Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Mhm. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. So, jetzt werfen wir erst einmal die Kamera ein. Oder schauen wir erst einmal da noch. Ich habe eine Nachricht. Victoria, hier Todd. Ich habe gerade vom 5. Mord erfahren. Morgen früh will ich einen kompletten Bericht auf meinem Schreibtisch vorfinden. Hätte ich mir auch so denken können, du Arschgeige. So, was haben wir noch? Die Autopsieberichte. Da haben wir ein Geschenk. Irgendeine Karten. So, da ist noch dir. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Also, dann gehen wir da gar nicht rein. So, das Beweisfach. Ah, das Fach für Beweismaterial. Genau, und da werfen wir jetzt einmal die Kamera rein. So. Und dann wollten wir doch oben. Agent McPherson? Officer Tate? Agent Ashby möchte Sie sprechen. Sie wartet im Leichenschauhaus auf Sie. Okay. Wie habt ihr die Leiche eigentlich darunter gekriegt? Wir haben da, wo die Treppe eingestürzt ist, eine Leiter hingestellt. Es hat sich hoffentlich niemand verletzt. Nee, da haben wir noch mal Glück gehabt. Diese Bruchbude kracht garantiert bald zusammen. So, gehen wir mal oben. So, dann sollte man mal zwischendurch einmal speichern. Das drin? Ja. So. Gehen wir mal da wäre. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. So, da können wir schon mal nicht rein. Oh Gott, stinkt das hier. Haben wir da irgendwas? Anscheinend nicht. Ein Reanimator-Deck. Geschmacklos. Miss Dezember. Wow. Die sieht beim Duschen aber auch ihre eigenen Füße nicht mehr.
So, vielleicht da ums Eck. Um herauszufinden, wer der Schütze hinter dem Grashügel war, rufen Sie einfach 555 1963 an. Wie geschmacklos. Die meckert aber auch den ganzen Tag. Ich gehe nicht auf öffentliche gemischte Toiletten. Das ist mir zu ekelig. Ja, wie gesagt, die meckert nur. Wie können wir jetzt da eine? Ach, da haben wir doch. Ich brauche eine Zugangskarte. Die haben wir doch. ...583 ist das der Code, den wir eingeben müssen. Probieren wir es mal aus. Nick? Was haben wir da eigentlich? Können wir das aufmachen? Anscheinend nicht. Was hast du? No Wodka? So, da können wir irgendwie nicht weiter. Obwohl... Ah, nicht. Tja, und jetzt? Jetzt fragen wir mal an von den Typen. Ja, ich... Oder nicht? Nein, ja, ich weiß, aber... Kleine Pause. Ja, aber... Ja, dieses verdammte Wetter zieht mich total runter. Nein. Muss mich erstmal aufwärmen, bevor ich dachte- wieder rausgehe. Noch immer auf Nein, Streife? aber... Ja, leider. Ja. Die lassen sich Zeit. Nein. Nur nicht den Mut verlieren. Ja, Nein. da haben Sie recht. Nein. Ja, ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Ich lasse Miller besser in Ruhe. Er hat alle Hände voll zu tun. Ja. Nein. So, wir brauchen Ich einen dachte- Code. Nein, aber... Ja. Nein. Nein. So, im Autopsiebericht Ja, wird es ich- bestimmt nicht stehen. Nein, ja, ich weiß, Da aber... ist auch nicht mehr. Ja, aber... Ja. Nein. Ich dachte... Nein, aber... Ja. Nein. 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 So. Wir sind ja da festgehängt. Jetzt fahren wir nochmal oben.
weil wir doch einen Bericht halten sollen. Aber durch die Tür nicht kommen. Jetzt müssen wir uns das nochmal genau anschauen. Tja. Für was steht das Wodka? Jetzt waren da wären Buchstaben drauf. Jetzt wenn wir das aber so machen. Erst die Karten durchziehen und dann Wodka schreiben. Aha. So. Gehen wir da rein. Und da haben wir Claire. Uns Opfer. Hey Claire, bist du mit den Laboruntersuchungen fertig? Noch nicht ganz, aber in groben Zügen kann ich dir schon meine Erkenntnisse mitteilen, falls du Zeit hast. Für dich? Immer. Also, im Blut des Opfers habe ich hohe Alkoholwerte und auch Spuren von Rohypnol gefunden, dieser sogenannten Vergewaltigungsdroge. Das dürfte erklären, warum sich das Opfer anscheinend nicht gewehrt hat. Es begann im ersten Zimmer. Das Opfer wurde geschlagen. Es fiel vermutlich da zu Boden, wo du den Blutfleck gefunden hast. Dann schleppte der Täter sie ins nächste Zimmer. Er riss ihr die Kleider vom Leib und schlug sie erneut. Ab da war sie bewusstlos. Er ließ sie so lange am Boden liegen, bis er genug Blut hatte, um die Nachricht an die Wand zu schmieren, die du mit dem Luminol entdeckt hast. Dann wischte er sie wieder weg. Aber er wusste offensichtlich, dass wir sie finden würden. Er zog das Opfer an den Haaren durch den Flur und blieb stehen, um seine Jacke aufzuhängen. Am Schluss brachte er sie ins Badezimmer, wo er sie ertränkte. Er drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie tot war. Erst dann hat er sie verstümmelt, genau wie die anderen Opfer. Er stach 9-mal auf sie ein und schlitzte ihr vom Brustbein bis zum Unterleib den Bauch auf. Was denkst du? Ich glaube, die Verstümmelungen werden zunehmen. Bei den ersten 3 Opfern ging er anders vor. Er schlug und ertränkte sie, aber er richtete sie nicht so zu. Glaubst du, er wird seine Vorgehensweise ändern? Wohl kaum. Die Opfer zu ertränken scheint ihm der wichtigste Part zu sein. Diese Messerstiche haben eine andere Ursache. Wenn wir nur wüssten, welche, dann könnten wir dieses Arschloch sicher schnappen. Außerdem hat er dem 4. und 5. Opfer das Gesicht verdeckt. Wahrscheinlich kannte er sie. Ich sag Miller, er soll mal deren Infos in Beziehung zueinander setzen. Und hast du sonst noch was Interessantes gefunden? Ja, einen partiellen Abdruck, der nicht vom Opfer stammt. Aha. Und hast du ihn mit dem Abdruck vom 4. Tatort verglichen? Noch nicht, wenn ich sie vergleichen kann, sag ich's dir. Aber es sind eben nur partielle Abdrücke. Und das Zeug, das ich gefunden habe, hat nichts ergeben? Wenn es der Täter war, der seinen Mantel an den Nagel gehängt hat und nicht irgendein Junkie, wissen wir, dass er schwarzhaarig ist. Auf jeden Fall dient das Haar für DNA-Vergleiche und könnte ein Beweisstück darstellen. Die Fasern habe ich ins Labor geschickt. Mal sehen, ob die irgendwas Besonderes feststellen. Ach, ich wollte dich schon lange fragen. Hast du sie angerufen? Angerufen? Nein, mir fehlt einfach der Mut. Könnten wir nicht lieber ein anderes Mal darüber reden? Klar, aber versprich mir, dass du sie anrufst. Okay, ich versprech's. Also dann, ich muss los. Vergiss nicht meinen schönen Bericht. Ist echte Handarbeit. Er liegt auf dem Tisch. Genau, wegen dem Bericht sind wir ja da.
Den Bericht haben wir. Was haben wir da? Jetzt kann ich nachsehen, ob ich Metachlorins in meinem Blut habe. Oh, war das schlecht. So, jetzt gehen wir da. Da gibt's nichts mehr. Da oben geht's nicht. Hallo? Hallo, mein Schatz. Hallo, Papa. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. Ein weiteres Opfer? Ja, noch eins. Und wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Aber wir kommen einfach nicht voran. Und ich hasse es, untätig zusehen zu müssen. Die Sache fängt an, mir zu schaffen zu machen. Dann solltest du aber schleunigst herkommen und dich ausruhen. Entspann dich doch ein bisschen im Jacuzzi, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Außerdem ist doch bald Weihnachten und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ach, wirklich? Ich habe auch gefunden, was du dir gewünscht hast. Aber möchtest du nicht lieber ein richtiges Geschenk? Nein, ich möchte genau das. Also kommst du nun oder nicht? Klar, komm ich. Dann also bis gleich. Papa? Ja, mein Schatz? Danke. Du weißt doch, dass du hier jederzeit kommen kannst. Bis gleich. Tschüss. So, jetzt dürfen wir noch zu unserem Alten fahren. Aber erst gehen wir noch einen Bericht ab. Ja, ich... Ach, der telefoniert immer noch. Nein, Oder ja, wollte ich weiß, er wollte einen aber- Bericht? ja, aber... Ja... Nein... Hier ist Claires Bericht. Und Miller, vergleich doch nochmal die Daten von Opfer 4 und 5, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben. Okay. Ich überprüfe sie nochmal in der Datenbank. Danke für den Bericht. Ja, ich... Nein, ja, ich Bericht weiß, abgeben. aber... Ja, Jetzt aber... fahren wir dann doch zu unserem Vodern. So, das war auf B1.